Wer zum Henker hat den Wald geflutet? Oh Mann ey. Willkommen zurück, Freunde, zu Skyward Sword HD auf der Switch. Und ja, das war ja mal eine interessante Folge am letzten Mal. Zum dritten Mal einen Verband und rausgefunden, dass der Wald geflutet wurde, aber kein Schimmer, warum es überhaupt geflutet wurde. Hallo Kumpel? Räubers. Oh, du bist doch... Ach ja, ich hatte gar nicht nach deinem Namen gefragt. So, Michael also, komischer Name. Sagt der Richtige. Wie auch immer. Was kann ich für dich tun? Was hier mit dem Wald passiert? Hast du gesehen, was passiert ist? Aus dem großen Baum hinter mir kam plötzlich Wasser geschossen und nur war der ganze Wald überschwemmt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Wo werden wir vielleicht wenigstens ganz Monster los? Du siehst schon, dass die Monster da oben sind, ja? Oh Mann, ey. Also irgendwie, weiß auch nicht, der Wasserdrache hat jetzt irgendwie gar keinen Bock mehr drauf, oder was ist los mit dem? Naja, wenn es von hier aus kam, gehen wir mal rein und gucken mal, was da los ist. Wäre mir zwar neu, dass ein Baum Wasser verliert, aber pff. Wir werden schon herausfinden, was hier abgeht. So. Wenn es geht, diesen seltsamen Minen aus dem Weg gehen. Warum es hier unten überhaupt Minen hat, verstehe ich bis heute nicht. Wow. Oh, da ist ja... Hey, Kumpel, lange nicht mehr gesehen. Der ganze Wald steht unter Wasser. Ja, danke. Der ganze Wald steht unter Wasser. Ja, habe ich schon mitbekommen. Ich verstehe nicht, warum. Er muss ja der Wasserdrache gewesen sein. Wer soll sonst gewesen sein? Und jetzt nochmal einen von der Sorte. Die Ungeheuer verschwinden aus dem Wald. Ja, sie ertrinken wohl eher, wollte ich eigentlich sagen. Was sagst du dazu, Kumpel? Der Wald ist überschwemmt. Geil, wa? Alter. Gut. Was ist mit dir? Vorsicht, die Strömung ist hier zu stark. Nimm mir den oberen Ausgang. Okay. Wir haben zwar die Wasserschraube, aber pff. Oben. Hier geht's nicht. Meine arme Luft. So. Also, der obere Ausgang. Hier geht's auch nicht weiter. Hier auch nicht. Hä? Was geht denn jetzt ab? Wer wagt es, diese heilige Stätte ohne Erlaubnis zu betreten? Kuckuck, ich bin's, wir kennen uns. Aber bist nicht das Menschenkind, das mir zuvor geholfen hat? Michael? Jo, der Auserwählte. Wie geht's, wie steht's? Lass dich ansehen. Du bist gewachsen, seit wir uns zuletzt begegneten. Nun bist du fast ein Mann. Das Schwert auf deinem Rücken. Ich sehe es, du bist tatsächlich der Auserwählte der Göttin. Du begehrst, was die Göttin mir anvertraute. Eine Stimme des Heldenlieds. Bist du deswegen gekommen? Jo, das geht ja schnell. Verstehe dein Begehr. Doch so einfach sollst du es nicht haben. Alter, ich hab den Verbannten zum dritten Mal platt gemacht. Was wollt ihr denn noch von mir? Dir steht eine weitere Prüfung bevor. Warum? Das ganze Leben lang voller Prüfungen. In der Schule Prüfungen, in der Arbeit Prüfungen, im Leben Prüfungen, in den Spielen Prüfungen. Gerade eben haben wir den ganzen Wald überschwemmt, um ihn von den Kreaturen des Bösen zu reinigen. Lass mich ran, ich muss wieder abfließen lassen. Dieser überfluteten Wald soll eine Prüfung nun stattfinden. Habe ich flossen oder was? Bestehst du die Prüfung, so sollst du meine Stimme des Heldenlieds als Belohnung erhalten.
Stimmen, die du suchst, wurde aufgeteilt in Melodien, die im Wasser schwimmen. Michael, um die Stimme zu erhalten, muss ich Melodien im Wasser sammeln. Okay. Sammle sie und bring sie zu mir, wenn du fertig bist. Dann beweist du, dass du des Heldendienst würdig bist. Das Marschwert besitzen rein natürlich nicht, ist klar. Was für eine Scheiße. Okay. Wir versuchen uns musikalisch von mir aus. Warte mal, da waren noch ein paar andere Typen. So, der nie keine Chance gegen uns. Hat sich hier oben was verändert? Ich glaube zwar ja weniger, aber man kann trotzdem nachgucken. Der eine ist wieder noch hier? Glaub nicht, wahr? Hä? Warte mal. So. Okay. Ist noch ein Hinweis für uns? Willst du Melodien fangen? Ja. Da habe ich einen wichtigen Tipp für dich. Wenn du die Melodien nicht schnell genug fängst, verschwinden sie aus deinem Notenblatt. Tu dir beim Schwimmen, um sie mit einem Wirbel auszusagen, alle auf einmal anzufangen. Nur eine Frage der Ausdauer. Alles klar. Also hier zum Beispiel, war. Okay. So wird es zum Beispiel gehen. Jetzt halt die fucking Frage, wo sind die alle? Fang die fliegende Melodie mit einem Wasserschrauben, hinter sie an der Flucht. Ach, Menschen verbrauchen ja Luft dafür, also betreib es besser nicht, ja? Mhm. So. Die nächsten Noten, jetzt ist halt die Frage. Die Noten müssen ja eigentlich immer in Gruppen auftreten, außer natürlich, die Noten sagen sich, nö, wir sind lieber alleine, wie die zum Beispiel. Aua. Okay, ich sehe zwar, welche ich wo gefangen habe, aber... Ah, scheiße, ey. So. Hm? Ist er da durch? Nein, aua. Dämliches Suchspiel, ganz ehrlich. Beweise dich, indem du die Noten findest. Hm. Geiler Wasserdrache bist du. Tja. Hä? Lass mal ganz schnell hoch. Puh. Trotzdem muss man sagen, Link kann die Luft echt lange anhalten. Krass. Ja. Vielleicht kann mir irgendwie nicht weiterhelfen, wa? Hä? Link geht da hoch? Ah, okay, geht nicht. Vielleicht habe ich irgendwie eine Chance mit dem Ding. Ein Schwert, komm schon. Eigentlich die. Geht natürlich nicht, wa? Und Schatz vielleicht? Hilft mir leider auch nicht. Schade.
Also einfach überall durchschwimmen und hoffen, dass wir was finden, ey, Alter. Warum, Wasserdrache? Warum hast du mich so? Hä? Was ist denn da unten? Ah, da war eine Einzelnote, super. Die kommen zu einem sehr ungelegenen Zeitpunkt, damit die Luft langsam ausgeht. Vorsicht, Michael, es sind ein paar bösartige aussehende Fische aufgetaucht. Wenn sie das sehen, wird's gefährlich, sei vorsichtig, ja? Und dann andere Sorgen als die paar Fische. Ansonsten generell, das Einsammeln ist relativ simpel. Zum Glück muss man sagen, weil er hat gar keinen Bock drauf, dass irgendwie großartig kompliziert gemacht wird. Und trotzdem muss man halt aufpassen, dass einem hier nichts entgeht. Und das kann dauern. Ah, 4 sind sie, okay, in einer Reihe, gut. Dann merke ich mir, dass wir hier durchschwimmen müssen. Soll von der anderen Seite reingehen? Ne, ich glaube, es passt schon so. Da vorne diese Fische? Ja, wir sind weiter oben. So. Den Viererpack haben wir auch. Trotzdem fehlt noch einiges, wie man sieht. Ganz kurz neu ausrichten. Ansonsten hoffen wir einfach mal, dass alle wirklich irgendwie unter Wasser sind, die irgendwie plötzlich ganz seltsam verteilt. Ich glaube sogar, mich zu erinnern, dass wir hier unten eben zum Teil doch, genau, wie das da oben schon so schön sieht, diesen seltsamen Kugelbombenfischen noch irgendwie was machen müssen. Ah, super. Aber nimm an, du sagst uns gleich, was hier abgeht. Wenn dieses Stachelbiss explodieren ist, sei vorsichtig, damit die Explosion nicht auch erwischt. Jo. Da Motion Control, bitte beruhig dich mal. Ja, sind wir halt dann relativ lange am Schwimmen, dann ist es wirklich noch ein bisschen schwierig mit dem Ausrichten. So, jetzt aber komm. So eine einzelne, sehr gut. Da ist die Strömung, die vorhin mal erwähnt wurde. Ja, es fehlen noch einige, vor allem größere Dinge auch. Hä? Was soll denn hier die zweite sein? Ah, da vorne. Hey Michael, hörst du mich? Mir ist was eingefallen. Kannst du kurz zu mir kommen? Ausgerechnet jetzt, wo die ganzen bösartigen Fische hier rumschwimmen? Okay. Ja, zumindest so einer zum Beispiel. Ja, was ist denn los, Räubers? Willst du sehen, Michael? Kommst du mit dem Team voran? Was mir ist was eingefallen.
Ach, wieso ist es noch gleich? Dieser Trick, damit du meine Gefährten gefunden hast. Setz ihn doch wieder ein. Fei, warum muss dich ein anderer Außenstehender auf deine eigenen Fähigkeiten hinweisen? Kann man das mal einer erklären? Das ist ein kluger Vorschlag, Gebieter. Tut mir leid, dass ich darauf nicht selber gekommen bin. Danke, Fei. Noch nicht im Wasser. Ja, brauche ich auch nicht. Aber ja, gut. Dann natürlich auch, sage jetzt mal, hilfreich, dass man jetzt zumindest, wenn man schon ein bisschen weiter ist, ein paar Melodien schon mal gefunden hat, dass jetzt halt die Aurasuche kommt. Noch wieder hinten, da war irgendwie klar. Da auch noch wieder weiter oben. Na, du Scheibenkleister. Dann holen wir erstmal die da unten. Ah, da zum Beispiel. Nein! Schwein gehabt. Oh, relativ langes Notenblatt. Schwein gehabt. So. Glücke für ein Blasen voller Gift und sie Einnahme geht in die Luft aus. Sehr vorsichtig. Alles klar. Warum gibt's überhaupt hier im Wald? Also. Dann war noch was da drüben. Ungefähre Forschung davon, wo genau. Hier eher nicht, weil hier waren wir schon. Aber ist hier keine Luftblase. Hier unten bestimmt, oder? Wo war dieses... Was da hinten, dieses Gebiet? Und die Kio sich mal versteckt hatten. Ne, hier ist schon wieder der Wald zu. Da unten war ich auch schon. Ah, hier ist das Gebiet, okay. Im Kreis, okay, gut. Wir uns fehlen vor allem noch ganz viele lange Linien, wa? Krass. Und dann schwillt es aggressiven Fisch, wir müssen fliehen. Zum Glück sind tiefe Stellen für sie unerreichbar. Ah, okay, gut. Gut zu wissen. Okidoki, läuft und läuft. Ich würde es trotzdem gerne so machen, dass wir in der Folge noch alles irgendwie hinkriegen, also alle Noten gesammelt haben. Das fände ich persönlich ganz nice. So, jetzt muss ich mal gucken. Richtig sehe, fehlen uns glaube ich noch 2 einzelne oder ein einzelner. Noch ein paar lange. Vor allem hier soll irgendwas gewesen sein, aber da waren wir doch schon. Diese höher sind, kann ich mir nicht vorstellen.
Hier drin war ja wirklich nur ein einzelner. Den haben wir auch schon. Es hat uns angezeigt, dass hier nach ihnen was wäre. Komm, lange rumsuchen bringt eh nichts. Kann ja diese Scheißfisch auch abballern? Nö. Das wiederum geht nicht. Keine Chance. Ach, da. Oh, oh, ganz fies versteckt. Okay. Kriegen wir aber hin. Da im Baum selbst ist noch was drin. Da haben wir noch was übersehen, okay. Gehen wir erstmal im Baum, weil die da hinten, offenbar bei diesen Rosenblättern, muss ich eben von oben nach unten, also sprich wieder auf den Baum hoch, runterspringen, um die zu kriegen. Jetzt gucken wir erstmal, was hier beim Baum denn so abgeht. Was ich hier damals, was heißt damals, vorhin übersehen habe, vielleicht hier drin. Ja. Ein Einzelner. Oh. So. Haben wir noch gesehen, irgendwie doch da hinten ist noch was, oder soll noch was sein? Jetzt gibt es so spontan gar keine Idee mehr habe. Wir wären hier schon durchgekommen. Ja, sind wir eigentlich auch? Hm. Da oben irgendwo noch ein Seerosenblatt, was ich irgendwie nutzen könnte, zum nochmal suchen gehen. Aber nee, ich bin eh falsch. Das glaube ich hier irgendwo, war? Oh, so eine nervige Prüfung. Stimmt, vielleicht hier? Hier waren wir noch gar nicht. Aha. Perfekt. Es fehlt noch einer und... schwierig zu sagen, was noch fehlt. Fehlt noch der einer? Kann das sein? Eine Melodie, das wir fahren nicht schnell genug. Fäng schön sie aus dem Notenblatt, oh, scheiße. Ja. Also der einer fehlt garantiert noch, da müssen wir gar nicht groß drüber nachdenken. Sonst nicht mehr so viel. Ach nee, muss ich... Oh, scheiße. Wenn ich den Baum hoch will, muss ich wieder einen alten Weg nehmen. Oh nee. Sprich den Weg, den wir vorhin hatten.
naja, von mir aus. Sind relativ fix da, insofern. Ich glaube, wenn ich jetzt den Notenblatt so angucke, man sieht jetzt nicht so genau, was noch fehlen könnte. Ich glaube, es ist nur noch einer, ein einzelner. Die anderen sehen für mich eigentlich alle schon ein bisschen so aus, hätten sie ein bisschen Farbe. Hoffen wir das Beste, weil dann können wir im nächsten Part nach Ranel gehen. Dort den Drachen aufsuchen. Kein Plan, wo der sein soll. Also zumindest von dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Doch, wir haben im Prinzip einen Anhaltspunkt, wa? Dort, wo ja deine Gorone noch irgendwie gegraben hat. Dort haben wir auch gesehen, dass dort noch in dem Kubus der Göttin sein soll. Also rein theoretisch dort. Warst du vorhin auch schon da? Ja, super. Spawnt er wieder neu, das Viech, oder spawnt er nicht neu? Doch. Oh. Ja, komm schon, Link, also. Ein bisschen tauchen musst du schon. So, geht doch. Na gut, da kann ich vielleicht nachher auch mit Bomben noch aufsprengen. Ah. Komm ich hier raus? Schon hier ist zu stark für dich. Okay, gut. Der Wasserdrache. Mag es gern im Rachen. So, hier abspeichern, ganz wichtig. Also wichtig ist übertrieben, aber ich mach's einfach mal. Nehme ich jetzt auch mal den da. Das war nach dem Kampf mit Narisha. Ja, müsste glaube es gewesen sein. Beziehungsweise der hier ist vor dem Kampf mit Narisha. So. Also. Mal gucken, Freunde. Dürfte echt nur noch der eine sein. Und da kommen wir so hin vielleicht? Sieht fast so aus, wa? Aha. Oh, Michael, sehr gut. Du hast alle Melodien gefangen. Krass. Geh schnell zurück zum Wasserdrachen. Och nee, ganz ehrlich. Das ist eben das Schlimme daran. Dass es unter Umständen wie jetzt hier dreimal machen muss. Dreimal zum Wasserdrachen. Und nicht einfach hinporten. Ja, ja. Aber jetzt seien wir ehrlich, es gibt in jedem Zelda-Spiel irgendwie eine Stelle, die nervig ist, langwierig, repetitiv. Und das hier ist halt eine weitere. Oder eine von vielen, kann man es auch so formulieren. Andererseits ist man doch relativ schnell beim Wasserdrachen wieder oben.
So, bin fertig. Du hast dich an Aufgabe wahrlich würdig erwiesen, Michael. Ich werde daher mein Versprechen einlösen und dir die Stimme, deren Hüterin ich bin, beibringen. Könnte eigentlich schon ein komplett eigenes Lied sein, oder? Du hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt, also sprich komplett eigenes Lied, nicht irgendwie einfach nur ein Teil eines Lieds. Nun denn, ich habe den Wald überflutet, um ihn von den Schergen des Bösen zu reinigen. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich eigentlich dachte. Jetzt werde ich ihn in seine ursprüngliche Gestalt zurückversetzen. Das wird auch in deinem Sinne sein. Gehabt dich wohl, ich wünsche dir das Beste. Danke, glaube ich. Der Wasserdrache im Wald von Faroni ist gesunken. Der Wasserstand, man natürlich. Entschuldigung, jetzt befindet sich der Wald wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Die Stimmen, die du gelernt hast, gehört zum Händelgebieter. Such die beiden Drachen der anderen Länder auf und lerne von ihnen die fehlenden Stimmen des Liedes. Ja, was soll ich denn auch sonst tun? So, irgendwo ist wieder der andere Q-Typi. Da sind wir uns so sicher, dass es keine mehr gibt hier, wa? Ich würde sagen, sehr sicher. Gut. Wir sind eigentlich hier drin, weil ihr gab jetzt auch wieder ein, zwei Stellen, wo ich nicht hin konnte und nicht hin durfte. Aber vielleicht jetzt ja. Nee, war auch schon mal. Das andere Ende, genau. Wie sieht es denn eigentlich da unten aus? Naja, super. Wie war das vom Wasserdrachen? Die Schergen des Bösen sind weg. Ich merke nichts davon. Ich würde sagen, lieber Wasserdrache, die Mission hast du ein bisschen vergeigt. Oh, da ist eine Truhe. Kommen wir da einfach so rüber? Jo. Herzteil wäre natürlich auch fies hier drin, wa? Ah, aber das ist natürlich cool. So, warte mal. Wie kommen wir jetzt hier wieder ein bisschen raus aus diesem Haus? Tja. Ich habe die Wasserschraube, war insofern. Wieder hier, wo ursprünglich aber auch mal ein Herzteil war, oder? Glaub. Egal. Freunde, spielt keine Rolle. Wir haben es geschafft, was wir wollten. Wir haben zumindest mal Stimme des Wassers, okay. Eine Stimme, die du für die finale Prüfung benötigst. Erlernen vom Wasserdrachen. Ja, nach wenn wir die, man sieht es ja schon, ne? Für die finale Prüfung, sprich auch wenn wir von Drachen alle Prüfungen gemeistert haben, weil die anderen haben sich auch noch welche so Prüfungen für uns parat, dann machen wir trotzdem noch weitere. Dann gibt es noch eine finale Prüfung für uns. Ich sage ja, alles nur voller Prüfungen.
Krasse Scheiße. Egal. Wenn man sei, ich sage wieder mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Dann machen wir uns auf ins Gebiet von Ranel, haben wir gesagt. Und gucken mal, wo denn dort ein Drache sein soll. Und warum wir ihn bisher noch nie gesehen haben. Seltsam, war. Bis dahin, bye bye.